Ist es möglich, mit Kurzform-Content viral zu gehen und damit Geld zu verdienen? Ich habe auf YouTube mega viele Leute gesehen, die dir genau das versprechen. Wie du ganz einfach nebenbei Geld verdienen kannst. Der beste und einfachste Side-Hustle von unserer Zeit. Das klingt für mich ehrlich gesagt zu schön, um wahr zu sein. Deswegen wollte ich es selber mal ausprobieren. Für die nächsten 14 Tage wollte ich mit Hilfe von KI regelmäßig auf meinem YouTube-Channel Kurzform-Content veröffentlichen, um zu schauen, ob das wirklich klappt. Ob man damit wirklich viral gehen kann. Ich wollte in diesen 14 Tagen keinen Rappen für irgendwelche KI-Tools zahlen, damit das Ganze auch wirklich kostenlos und fair bleibt. Ich weiss, dass es auf YouTube schon ein paar Challenges gibt in dieser Art, aber keine davon ist auf Schweizerdeutsch, heisst, ich bin originell und so. Okay, also für diese Challenge benutze ich einen alten Kanal, den ich schon mal von einem Zeitchen erstellt habe. Ja, also ich mache das so gesehen eigentlich nicht zum ersten Mal. Ich habe im Prinzip 2 Kanäle. Einen davon habe ich damals für meine Abschlussarbeit erstellen über das Thema Social Media Konsum. Das Baby da, ich habe für das einen 5-Alber bekommen. Dann habe ich noch einen älteren Kanal, wo ich einfach mal ausprobieren wollte, wie das überhaupt funktioniert. Da geht es so ein bisschen um paranormale Sachen, Mysterien, Creepypastas, keine Ahnung, einfach so Zeugs. Have you ever heard of the creature that watches you while you sleep? In the early 2000s, online forums were flooded with reports of a terrifying figure known only as the Rake. Ich habe das Zeug selber noch spannend gefunden, also ich finde es immer noch spannend und ich denke, wenn ich über das Content machen kann, dann wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht für die Challenge. Ich meine, mein Ziel ist es sicher, pro Tag mindestens ein Video rauszubringen, also regelmäßig muss ich schon aufladen. Okay, also wenn wir da mal auf unseren Kanal gehen, ich habe auf dem Kanal 16 Videos und 276 Abonnenten. Ja, das Profilbild und das Band ist mit KI erstellt worden. Okay, also wenn wir dann mal auf die Klicks gehen, sehen wir vielleicht, dass es sehr unregelmäßig ist. Also gewisse Videos haben nur um die 20 Klicks, während andere 60'000 haben. Also 2, um genau zu sein. 2 haben 60'000 Klicks. Ich meine, das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe einen guten Grundbaustein, den Kanal wieder ein bisschen zum Leben erwecken lassen. Ich meine, das letzte Video ist am 8. September 2025 gepostet worden. Heisst, ja, ich fange mal an. Wir machen die Videos logischerweise auf Englisch, dann werden wir viel mehr Leute erreichen und es ist ja viel profitabler als deutsche oder schweizerdeutsche Videos machen. Also für Videoideen frage ich jetzt mal ChatGPT, ob er mir eine Liste zusammenstellen kann von spannenden Videothemen oder Videotiteln. Oh, perfekt. Das tönt schon mal nicht schlecht, ehrlich gesagt. Okay, also ich suche mir mal... Alter, das sind ein paar. Okay, ich suche mal vielversprechende raus. Also ich habe jetzt mal ein paar Sachen von ChatGPT reingenommen. Ich habe auch noch den SCP-096 reingenommen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber mehrere Leute in den Kommentaren von einem Video haben den irgendwie erwähnt und ich habe gedacht, der könnte irgendwie spannend sein, I guess. Ich meine, wenn sie es schon reinschreiben, dann interessiert sie sich vermutlich auch für das. Okay, als nächstes brauche ich irgendeine so eine Art Skript. Das mache ich auch mit ChatGPT, nämlich geht das ganz easy. Okay, also ich habe jetzt mal den Prompt eingegeben. Und ja, mal schauen, was er mir da für ein Skript zusammenstellt. Okay, dann haben wir jetzt einen ganzen Ablauf von einem Video zusammengestellt. Ich meine, es sieht schon mal gut aus. Ja, so schnell kann man ein Skript schreiben, I guess. Ich glaube, ich benutze das gerade. So, ihr seht es vielleicht, ich habe andere Kleider an. Es ist ein neuer Tag. Ja, gestern war ein bisschen Einrichtungsphase, aber heute fängt die Challenge richtig an. Also ja, wir haben ja ein Skript von ChatGPT bekommen. Und jetzt brauchen wir noch ein Voice-Over. Weil, ich meine, wir haben ein Skript, wir haben den Titel, wir haben das Thema. Und wir brauchen noch irgendjemanden, der das Ganze einspricht. Und ja, das machen wir logischerweise auch mit KI. Weil mein Englisch ist shit. The beamer breaks down, you need to do a presentation. What is the first thing you think of, Mr. Bertsch? Ja, ja, Dreamer. You dream, du. Nein. Ich bin froh, dass ich hier nur Zuschauer bin. Okay, also für den ganzen Spaß nehmen wir uns das Textdokument, das wir erstellen. Dann gehen wir das Textdokument rein und kopieren den Text von ChatGPT 1:1 genau so. Ich weiß nicht mehr, ob die Geschichte, die er da zusammengestellt hat, überhaupt real ist, egal. Dann nehmen wir das Ganze speichern. Und dann gehen wir da öffnen mit Microsoft Edge. Und dann gehen wir da oben auf weitere Tools, auf laut vorlesen. Und jetzt habe ich da verschiedene Stimmen, die ich auswählen kann. Also ich habe da sehr viele Stimmen mit verschiedenen Akzenten. What if I told you Therese on YouTube channel set uploads videos at exactly 3:03 und 30 nachts ever single time? Ever single time, hä? Ja, ja. Bro, das ist scheiße. Imagine, ich lade das so auf. Wäre irgendwie funny. Ich meine, es wird dem Ganzen ein bisschen mehr Charakter geben, anstatt normale KI-Videos.
No matter sede Mont Orier. Oh mein Gott, sie haben meinen Namen gesagt. So, alles klar. Also ich habe mich jetzt für eine Stimme entschieden. Also eine, die ich auch schon in meinen vorherigen Videos benutzt habe. Nämlich habe ich mich für den guten alten Brian entschieden. Ja, der hat ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine mysteriösere Stimme als alle anderen. Und er hat da den amerikanischen Akzent. Ja, ich habe das Gefühl, das ist, I guess, am passendsten für den Channel. Ja, Mann. Okay, also, ich lade das jetzt mal einsprechen, nehme das Ganze auf und dann geht es weiter zum Schnitt, oder? So, also das ist alles echt ziemlich schnell gegangen. Ich habe da jetzt meine Videodatei, wo die Stimme das Ganze eingesprochen hat. Und jetzt, um das ganze CapCut bearbeiten, eigentlich benutze ich ja Premiere Pro, um die Videos zu schneiden. Aber CapCut hat einfach eine geile Funktion, dass es Captions hinzufügen kann, ganz simpel. Und ich habe eben noch Premiere Pro 2022. Aber da geht es echt ziemlich gut und es geht auch sehr schnell mit CapCut. Also mir ist gerade etwas aufgefallen. Die Geschichte, die mir ChatGPT da erzählt hat, ist komplett gelogen. Also das ist gar keine richtige Creepypasta. Es ist ein sehr unrealistischer Titel, ehrlich gesagt. What if I told you there's a YouTube channel that uploads videos at exactly 3:33 a.m. every single time? Ja, jetzt ist halt einfach blöd. Ich habe schon das Skript und ich habe schon das Voice-Over. Und ich würde das jetzt echt ungern verwerfen, weil ich finde es eigentlich schon noch ein ziemlich guter Titel. Also ich würde draufklicken, wenn ich es sehen würde. Ja, heisst, ich schneide mir einfach irgendetwas zusammen. Komm, scheißegal, ich lade es einfach auf. Dann wird mein erstes Video der Challenge wird dann ein bisschen ein Fake, aber scheißegal, es sind Kinder, die das schauen. Geben mir Klicks. So, also ich habe mir etwas zusammengeschnitten. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen bad, dass ich da falsche Informationen an kleine Kinder weitergebe. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Titel. Das machen wir natürlich auch mit ChatGPT, genauso wie eine Videobeschreibung und vielleicht noch ein paar Tags. A channel that shouldn't exist, every video was uploaded at 3:43 am. Ja, das ist passabel. Okay. So, okay, das erste Video ist aufgeladen. Ja, ich erwarte jetzt mal nicht zu viel, weil ich habe eben lange nicht mehr gepostet. Aber ja, das muss ich jetzt die nächsten 14 Tage regelmäßig machen. Eieiei. Ich sage jetzt, das hat ungefähr eine Stunde gebraucht, um mich wieder einrichten. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich ein bisschen Routine komme, dann wird das auf jeden Fall ein bisschen schneller gehen. Ich gehe jetzt Fußball schauen und wir sehen, was morgen wie das Video performt hat. Oh mein Gott. Das wär's Team. Also, ein neuer Tag, neue Brainrot für meine treuen YouTube-Shorts-Zuschauer. Ich habe paranoide Schizophrenie. Ich sehe Ey, ich sage euch, die Hitze bringt mich um, Mann. Ich bin nach dem Arbeiten direkt schlafen gegangen, Junge. Aber keine Ausrede. Ich muss YouTube-Shorts produzieren. Okay, also, nach einem Tag hat mein Video knapp 1000 Views bekommen und einen Comment. Ich sage ehrlich, das ist besser, als ich erwartet habe. Bro, ich bin immer wieder überrascht, was die Leute alles so kommentieren. Also mir ist klar, das ist keine erwachsene Person, Bro. Nur schon das Profilbild, aber... Was? Also Leute kommentieren ja immer noch unter den alten Videos und das ist ja ziemlich regelmäßig, Mann. Ich mag mich mal an die Arbeit, ein weiteres Brainrot-Video zu erstellen. Okay. So, also das Video ist jetzt fertig. Ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen so wie so ein Typ, der Kettenbrief macht. Die man früher auf WhatsApp bekommen hat. So von wegen, sende 9 Leuten dieses Video, sonst stehe ich in deinem Zimmer und werde dich töten um 3 Uhr nachts. Ich werde dann Blut auftrinken, deine Knochen aufessen und vieles mehr. Und am nächsten Tag bist du schon längst tot. So, also es sind jetzt schon ein paar Tage vergangen, seit ich die Challenge angefangen habe. Ja, ich habe fleissig Videos aufgeladen. Ja, was kann ich sagen? Alle sind eigentlich ziemlich konstant bei so 1000 Klicks. Das eine hat 3000 Klicks, aber sonst sieht es eigentlich ziemlich ja, gut aus. Also ich habe es ehrlich schlechter erwartet. Aber es ist halt einfach noch keins, das wirklich richtig auf Spiken tut. Was einfach noch ist, ich habe irgendwie das Gefühl, meine Maus spinnt, Bro. Also wirklich, irgendwie habe ich das Gefühl, mein PC will mich gerade komplett rage baiten. Ja, da gerade noch das Video am Schneiden, aber wenn ich da irgendwie auf den Untertitel klicke, passiert das.
Und ich wollte es eigentlich nur verschieben. Und ich wollte nicht das. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit jedem Video, das ich erstelle, verblöde ich einfach noch mehr. Aber ey, was man alles macht fürs Geld, habe ich nicht recht. Oder für Klicks, besser gesagt. Also ich habe nochmal nachgelesen, was die Voraussetzungen sind, um auf YouTube Shorts Geld zu verdienen. 1000 Abonnenten und in den letzten 90 Tagen 10 Millionen gültige Aufrufe. Ja, das wird schwierig. In den nächsten 1,5 Wochen 10 Millionen Aufrufe und 1000 Abonnenten bekommen, tönt für mich ehrlich gesagt nicht so realistisch. Also, ja, all die Leute, die dir gesagt haben, wie einfach du damit Geld verdienen kannst in 30 Tagen. Ich weiß ja nicht. Ja, ich habe gesagt, mein Ziel für die Challenge bleibt immer noch gleich. Für ein Video 100'000 Klicks und ich bin zufrieden. Aber nein, glaub mir, ich mache das Shit nicht so lange, bis ich 1000 Abonnenten habe und 10 Millionen Klicks. Ich habe wirklich Bestes zu, als Kinder Angst im Internet zu machen. Okay, ich sehe, wir sehen uns morgen oder so. Ich muss noch ein paar Videos machen. Also, es ist jetzt schon ein Zeitchen vergangen. Ich habe mir eine neue Maus bestellt. Er ist ein bisschen klein, aber sie funktioniert. Und ja, die letzten paar Tage ist ein bisschen viel passiert. Deswegen konnte ich nicht so aktiv aufladen. Also man sieht es zum Beispiel auch da. Ich habe da einen kleinen Gap zwischen meinen Uploads. Aber ist okay. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass das älteres Video von mir immer noch Views bekommt. Also irgendwie, wie man da sieht, das Video hat in den letzten 28 Tagen 30'000 Views bekommen. Und das ist schon ein bisschen älter. Also das ist schon vor so 2 Jahren oder so, oder vor einem Jahr. Das ist auch ehrlich gesagt das Video, wo mir auf dem Kanal am meisten Abos gegeben hat. Ich finde das krass, wie das einfach immer noch steigt, die Views. Ich check wirklich nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Das Video ist nicht mal wirklich irgendwie anders oder so. If you ever get this image, delete it immediately. Here's why. It's Smile Dog, a cursed photo that's haunted the internet for years. Es ist eigentlich wirklich voll im ähnlichen Stil, aber irgendwie hat der Hund mega viel Aufmerksamkeit generiert. Oh mein Gott! Oh, ich hasse YouTube Shorts. Okay, es sind offiziell 2 Wochen vergangen. Am heutigen Tag, vor 2 Wochen, habe ich angefangen mit diesen Videos. Und ich habe ein paar Meinungen. Also, zuerst mal die Overall-Analyse von meinem Kanal über die letzten 14 Tage. So, also. Wenn man da mal reingeht, sieht man schon einiges. Ich habe einiges mehr an Abonnenten bekommen, seit ich wieder Videos poste. Mein bestes Video ist immer noch das Video, das ich damals vor ein paar Jahren gemacht habe. Ich finde es so krass, wie viele Views das auch generiert hat, Bro. Also ich sage nicht, dass es viral gegangen ist, sozusagen, aber es hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit generiert. Aber ich habe leider auf keinem Video die meine 100'000 Views erreichen. Ja, also es hat ein Video gegeben, das ein bisschen besser performt hat als all die anderen. Jetzt haben wir auf 50 mehr Abos gegeben. Abonnenten. Das ist auf jeden Fall etwas Cooles. Okay, kommen wir zu meiner persönlichen Meinung, was ich von dieser Challenge, von dem Experiment halte. Ich muss sagen, die Videos produzieren, die tun meinem Hirn nicht gut. Also ehrlich jetzt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde dümmer mit jedem Video. Also nein, ernsthaft jetzt, es hat wirklich absolut keinen Spass gemacht, irgendein Video von dort produzieren. Es ist einfach wirklich immer der gleiche Ablauf und es ist null Kreativität dahinter. Ich habe das Gefühl, mein Content ist ein bisschen zu langweilig für die Plattform. Also ich meine, wann haben die das letzte Mal YouTube Shorts geöffnet? Wenn ihr die App aufmacht, du siehst so viele Videos mit dem gleichen Pattern. Also weißt, mega viele Ranking-Videos von irgendwelchen, keine Ahnung, 5 cutest cats Fail-Videos und nachher kommt irgendwie irgend so ein Schrott, Bro. Also wirklich, ich kann jetzt auf YouTube Shorts gehen, scrollen und ich werde kein Mensch finden, der mir tatsächlich irgendetwas erzählt, wie auf Instagram oder auf TikTok, sage ich jetzt mal. Ich gehe da unten auf Shorts und was kommt? Ein Video vom Speed, wenn er Ronaldo anschreit bei der Weltmeisterschaft. Mit Untertitel und W-Speed am Schluss, Bro. Ja, und zudem, dass die Videos absolut keinen Spass gemacht haben zum Produzieren, habe ich mich auch low-key ein bisschen schlecht gefühlt. Weil ich meine, die Videos schauen wirklich halt Kinder. Ja, es hat sich einfach amigs ein bisschen halt komisch angefühlt, Mann. Und ich meine, mega viel
Kinder, sage ich jetzt mal, sind auf YouTube Shorts halt unterwegs, weil es halt sehr stimulierend für dein Gehirn ist. Ich meine, kennt ihr YouTube Kids Content, Bro? Das ist noch viel schlimmer, Bro. Holy shit. Also Content, wo dann spezifisch für Kinder gemacht ist. Ich sage jetzt mal, mein Content ist für die breite Masse. Okay, nein, das kann ich auch nicht sagen. Oh Mann, Alter. Das ist so Arsch. Ich weiß nicht, kennt ihr da die Dead Internet Theory da? Ich weiß nicht, ich habe schon öfters davon gehört. Und jetzt auch während dem Erstellen von dem Video habe ich mir ein paar Videos dazu angeschaut, wie eben so KI-Shit immer mehr das Internet übernimmt. Und das ist halt schon hure beängstigend, Mann. Wenn du das so vor Augen führst. Also das Fazit von dieser Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, ob man damit wirklich viral gehen kann und Geld verdienen kann. Ich sage es so, es ist ein extrem schleppender Prozess. Du brauchst ein bisschen Glück, sehr viel Glück, dass der Algorithmus auch wirklich gönnt. Und du brauchst das Durchhaltevermögen, wirklich regelmäßig zu posten. Und du darfst halt wie nicht frustriert sein, wenn einige Videos extrem scheiße laufen und gewisse hure gut, aus irgendeinem unerklärlichen Grund, so läuft das halt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war mal auf eine komplett andere Art und Weise gewesen, nur in meinem Zimmer und halt ein kleines Selbstexperiment, sage ich jetzt mal. Aber ja, wenn ihr öfters so Videos gesehen wollt, dann abonniert den Kanal doch bitte. Es kostet nichts. Liket das Video doch bitte auch. Dass ich weiss, dass es euch gefallen hat, dass die 14 Tage Suffering nicht für nichts sind. Nein, Spaß. Passt auf euch auf, ich verlinke euch meinen Brainrot-Kanal und in der Videobeschreibung, wie auch das Video zu der Dead Internet Theory. Die ist wirklich cool, ist wirklich gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Dann sehen wir sich hoffentlich ein anderes Mal. Tschüss!